Der Sarah, sein preußischer Onkel, schreibt sie den Heiratsantrag auf den Arm auf und wickelt der Fatschen drüber und sagt, er hätte sich geschnien. Wie aber sein Gspusi die Fatschen runtertut, ist alles verschmiert und nimmer zum Lesen. Danach macht sein Nichten für ihn im Wirtshaus ein Knäl mit einem Verlobungsring drinnen. Der Knäl wird aber unversehens jemand anderen auftragen. Und im letzten Moment, gerade nur bei der Zeit, aus dem Verkehr gezogen. Danach bestellt er für sie eine Alphornmuse nach Lansing. Aber sie kommt viel zu spät daher. Am anderen Tag können sie aber das nun nachholen und er tragt ihr das Heiraten an und sie lässt sich drauf ein. An Rolli, sein Französisch, gefällt seiner preußischen Gspusi lang nicht so gut, als wir am Berli das sein. Und drum redet er lieber Fränkisch mit ihr und schenkt ihr einen Wein aus einem Boxbeutel ein. Der Chris kauft sich ein Stramperal für die Stuben, damit dass er beim Exerzieren mehr mit der Kathi beieinander ist. Aber derer gefällt das nicht und sie schaut, dass er es wieder wegtut. Stattdem sporteln sie nachher draußen zu zweit. Als Berli sollte für einen Pfarrer aus einem Kürbis eine Laterne schnitzeln. Aber das kann er nicht und drum kauft er heimlich so eine vom Yoshi. Als Hummerl kommt ihm zwar dahinter, aber am Pfarrer sagen sie nix. An Rolli, sein preußische Gspusi, führt ihm einen Bauchtanz vor. Aber er ist in einen kritisieren und hält ihr dafür, dass sein früherer Gspusi das viel besser können hat. Durch das vergeht's ihr und er entschuldigt sich nachher dafür. Weil der Fanny sein Hitten lieber ist als wie der Mo, wird's streitet mit dem Gregor und das geht hin und her, aber schließlich sehen sie ein, dass auf Dauer nimmer zusammenbleiben können.